Hallo miteinander und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Harveys Neue Augen. Wir sind da gerade mit der Lilly in der Dimension. Zwischen all den abgenagten Menschenschädeln lag eine Rippe, die Lilly an das Horn eines Einhorns erinnerte. Lilly war begeistert. Herzig. Wir sind da in dieser Dimension, weil wir vom Schulgelände kommen und müssen das Verbot aufheben. Schau, willst du ein Rippli? 8 Beine und ein Horn? Das hatte Lilly doch schon mal irgendwo gesehen. Aber von alleine würde die Rippe nie am Kopf der Spinne kleben bleiben. Ja, ist eigentlich klar. Jetzt mal schauen, was wir mit der Oberin machen. Ja, das klebrige Ripp. 8 Beine und ein Horn? Das hatte Lilly doch schon mal irgendwo gesehen. Lilly war gespannt, ob das wohl irgendeinen Effekt haben würde. Blöpp. Als Lilly sah, wie die riesige Oberin die Spinne in den Arm nahm, wurde ihr ganz warm ums Herz. Plötzlich wirkte die Oberin gar nicht mehr so groß und erwachsen. Mit einem wohligen Lächeln auf dem Gesicht erwachte sie aus ihrer Trance. Also ich hätte den Sinn nicht ganz begriffen. Das im Feuer war ja noch klar, der Schneemann und so, wo... Ja. Aber jetzt... Schön, schön. 2 Harveys. Und das Lilly heisst, hatte die zweite Blockade gelöst. Sie konnte zwar nur ein Verbot zur Zeit umgehen, aber das war besser als nichts. ja, gell. Das heisst, wir aktivieren jetzt das da, ne? Harvey Power aktivieren! Kapitel 2 Ednas Versteck. Als Lilly den Klosterberg hinabstieg, hatte die Dämmerung bereits eingesetzt. Du bist spät dran. Wo warst du nur so lange? Spar dir das. Es gibt eine Zeit des Redens und eine Zeit des Handelns. Und es gibt diese dritte Zeit. Die Zeit des auf der Polizeiwache Hockens und Formulare Ausfüllens. Und diese Zeit ist jetzt. Ah ja. Was ist denn jetzt noch? Sag nichts. Du willst deine Freundin, diese Edna finden, stimmt's? Aha. Ich dachte mir gleich, dass das Mädchen Überstunden bedeutet. Aber falls sie wirklich noch lebt, gehört das wohl auch zu meinen Pflichten. Wobei ich es für viel wahrscheinlicher halte, dass Dr. Marcel sie bereits gefunden und in einem Gartenhäcksler zu Schweinefutter verarbeitet hat. Wenn dem so ist, dann finde ich das auch raus. Du musst dir also keine Sorgen mehr um deine kleine Freundin machen. Warum muss ich auch immer so verdammt mitfühlend sein? Es ist ein Fluch. Na gut. Du wartest hier, während ich weitere Ermittlungen anstelle. Ich werde den Weg zur Anstalt überwachen. Vielleicht erfahre ich auf diese Weise etwas. Ja, Wenn bestimmt. ich etwas herausgefunden habe, gebe ich dir das Signal. Ich imitiere ein Huhu, Huhu und so weiter. Du wirst das schon mitbekommen. Warte hier auf mich. Es dauert sicher nur wenige Stunden. Ah ja. Lilly war sehr froh, dass Ednas Schicksal nun in den Händen dieses äußerst kompetenten Jugendermittlers lag. Dennoch hätte sie ihn gerne auf die Karte mit dem Weg zu Ednas Versteck hingewiesen. Doch Garrett war bereits verschwunden. Lilly riskierte selbst einen Blick auf die Karte. Sie konnte den Moorsee von hier aus sehen. Ednas Versteck konnte ja nicht weit sein. Was willst du? Du willst doch nicht im Dunkeln ins Moor laufen. Weißt du denn nicht, dass das sehr gefährlich ist? Du sollst dich nicht an gefährlichen Orten herumtreiben. Es gibt so viele andere schöne Orte, an denen Kinder sich aufhalten können. Zum Beispiel das Landwirtschaftsmuseum oder das Berufsinformationszentrum des Arbeitsamtes. Langsam fand Lilly den lustigen Stoffhasen gar nicht mehr so lustig. Ich finde schon noch lustig. Trotzig riskierte sie einen weiteren Blick auf die Karte. Du sollst dich nicht an gefährlichen Orten herumtreiben. Das tut mir leid.
Ja, Ich wollte sicher. dich bestimmt nicht erschrecken. Wir sind doch Freunde. Und mit Freunden macht man keine Scherze. Ah ja. Wie kann ich ihn jetzt hypnotisieren, wenn er weggeht? Nein. Dann müssen wir ins Tor. Holla di ladio. Was machen wir jetzt? Hey. Lilly kam Ja, gerade geil. rechtzeitig, um zu sehen, wie das flüchtige Topografieutensil durch ein vergittertes Fenster verschwand. Die Gitterstäbe legten nahe, dass es sich hierbei um einen Löwenkäfig Ja, handelte. bestimmt. Das musste das Polizeiauto sein. Natürlich. Oh Mann. Halt. Pizzakarton. Chili-Rote. Ja, das ist eine Chili, Lilly. Zeig. Lilly hätte den Löwen, aber er war nicht zu Hause. Ah, blöde Leute. Ja, dann gehen wir doch mal die Karten an. Hey, Mr. Tutorial! Der Polizist zitterte am ganzen Körper. Dabei war es hier drin doch gar nicht so kalt. Oh. Der Valium. Was? Oh, puh. Nur ein kleines Mädchen. Was irrst du hier so rum, mitten in der Nacht? Hast du gar keine Angst, dass dich die Irren erwischen? Das solltest du aber. Also husch, zurück in dein Bettchen. Oder willst du etwa eine Anzeige erstatten? Ja, eigentlich schon. Oh je, oh je. Das musste ja eines Tages passieren. Und wen willst du anzeigen, wenn ich fragen darf? Mich selber. Nein. Dr. Marcel Doch denkt. nicht etwa Dr. Marcel, oder? Psst, nicht so laut. Der Doktor ist ein einflussreicher Mann. Wir wissen zwar alle, dass er etwas auf dem Kerbholz hat, aber mit solchen Anschuldigungen muss man sehr vorsichtig sein. Solange du mir keine Beweise vorlegst, kann ich dir leider nicht helfen. Ja, nein, Beweise habe ich gerade keinen. Geiler Stift? Nehmen wir. Valium? Nehmen wir. Weingummis? Nehmen wir. Alkoholtest? Nehmen wir. Ah nein, machen wir. Die Karte lag außer Reichweite. Ah, warte, ich zeige mich selber an, dass ich eingesperrt werde. Du schon wieder? Willst du etwa... Ja, Oh je. Und wen? mich selber. Doch nicht etwa dich selbst, oder? Doch. Ich bitte dich. Was will so ein kleines Mädchen wie du schon groß ausgefressen haben? Kinder in deinem Alter sind ja nicht einmal straffähig. Der einzige Grund, ein so junges Ding wie dich einzusperren, wäre eine Ausnüchterungsmaßnahme. Aber so artig wie du aussiehst, weißt du sicher, dass du keinen Alkohol trinken darfst, richtig? Na siehst du. Wenn du darauf bestehst, kannst du dich natürlich... Der Apparat ist... Aber solange du nichts getrunken hast... Okay, alles klar. Und da müssen wir dann wieder zuerst. Ja, okay. Wir müssen in die Zellen reinkommen. Und da ist ja eine Bar. Was haben wir da noch? Nix. Gehen wir doch mal in die Bar. Hey! Lilly mochte alles, was bunt war. Blumen, Schmetterlinge und die Flecken, die sie bekam, wenn sie sich schlecht benahm. Kann man es mitnehmen? Ja, tatsächlich, was? Naja. Flunderautomat. Flunder to go. Wie praktisch. Um den Automaten zu benutzen, braucht und eine niedrige Hemmschwelle im Umgang mit Salmonellen. Oh, herrlich. Yeah. Nachdem ihr Vater auf See verschollen war, hatte Lilly auch so eine Büchse bekommen. Der Verband zur Unterstützung von Seenotopfern hatte sicher lange dafür sammeln müssen. Schön, wie können wir es aufmachen? Wahrscheinlich noch nicht, hä? Lilly hatte noch nie einen Barmann gesehen. Aber sie war sich ziemlich sicher, dass sie normalerweise keine Nachthemden trugen.
Okay, nachher. Oh, was haben wir denn da? Ein kleines Mädchen, ganz ohne Eltern, allein, in der Nacht. Du Wie tönst nett. wie ein Was schlimmer treibt Finger. dich in diese dunkle Spelunke, in der dich niemand schreien hören würde? Oh, oh. Der Alkohol. Ich kann keinen Alkohol an Kinder ausschenken. Mir fehlt das Rezept für den einzigen alkoholischen Cocktail auf der Karte, den Volcano Berserker. Außerdem sind mir die Zutaten ausgegangen. Wenn du also etwas trinken möchtest, solltest du auch die passenden Zutaten dabei haben. Dafür sind die Drinks dann umsonst. Hier, die Karte. Also anstatt selber mixen, geht man einfach irgendwo in eine Bar, gibt es einen Barkeeper und er mixt es gratis. Voll cool. Also, das Rezept. Volcano Berserker. Das ist der einzige, hä? Ein Volcano Berserker? Das tut mir leid, Püppchen. Da fehlt mir leider das Rezept. Das hat der Vorbesitzer mit. Oder wohin auch immer. Sie haben ihn ja noch gar nicht gefunden. Werden Sie auch nicht. Nicht, wo die suchen. Okay. Das ist jetzt nichts mehr. Dann gehen wir doch mal wieder raus. Es gibt sicher noch mehr in dem Dorf zu entdecken. Ja, der Friedhof, Logo. Wo soll er der andere sonst sein, wenn er es mit ins Grab genommen hat? Oh oh. Du weißt, was du zu tun hast, Lily. Alles muss brennen. Alles. Ja, also ich sehe jetzt noch nichts, wo wir Sinn machen. Grüne Neonfarbe. Stibitzen wir doch mal, bevor wir da mit ihr reden. Das Mädchen sah freundlich aus. Ja, bin mir nicht so sicher. Was? Warte mal. Nein, hier ist nicht Tante Gordula. Mein Name ist Miranja. Miranja das Medium. Wie oft soll ich das denn noch sagen? Was? Das ist doch... Moment. Bleiben Sie bitte in der Leitung. Entschuldigung, Kleine. Das kann noch einen Augenblick dauern. Das ist schon wieder dieser Barkeeper Max Mixo. Ein lästiger Typ. So tot und trotzdem noch so laut. Insgesamt sind die Geister heute sehr unruhig. Sie plappern alle durcheinander. Wenn ich doch nur Ohrenstöpsel hätte. Wie war das? Jetzt hören Sie mal, meine Dame. Ich bin doch kein Grußkartenkurier. Ich bin mir sicher. Max Mixo, sei doch bitte einmal kurz still. Hier sind noch andere, die... Ist das Wer? der Barkeeper? Nein, ich kenne keine Priscilla. Miranja war beschäftigt. Lilly hatte vollstes Verständnis dafür. Sie wusste, wie schwer es war, Geister zu ignorieren. Besonders die nachts nach einem griffen. Ja, ich denke, die Lilly hat so ziemlich jede psychische Krankheit. So. Was? Oh. Hallo, Kleine. Was hast du denn da? Ohrenstöpsel, oder? Sind das etwa Ohrenstöpsel? Großartig. Danke. Ja, das ist ja das ist genau jetzt das, etwas was ich logisch jetzt brauche. Plopp. Nein, die sind zu groß. Was? Ah, So. Hallo? Hört mich jemand? Viel besser. Ja, laut und deutlich. Wer will denn als erstes an die Reihe? Max Mixo? Oh, das hätte ich mehr denken können. ja, sag Du mir, kannst soll mir nicht zufällig noch einen Gefallen tun, oder? Aha. Es geht um Max Mixo, den ehemaligen Barkeeper der Dorfkneipe. Den Er brauchen macht wir. sich Sorgen um sein Vermächtnis. Das Geheimnis seines ultimativen Drinks. Der Volcano Yeah, Berserker. den Er hatte immer brauchen wir. gehofft, dass ihn dieser Drink eines Tages unsterblich macht. Wir wissen beide, dass dieser Plan nicht aufgegangen ist. Aber nun hat er das Rezept buchstäblich mit ins Grab genommen. Und er wollte es doch so gern der Nachwelt hinterlassen. Es ist ganz einfach. Der Drink besteht nur aus 3 Zutaten. Weingummi, Revierkraut und einer Chilischote. Ja, die Hast du 2 das? Sachen schon. Danke. Vielleicht wird der große Max Mixo jetzt endlich seine Ruhe finden. Und ich erstmal. Ist jetzt das so einfach gewesen? Also das haben wir schon. Nein, wo sind die Weingummi? Ah, da. Sie hat sie weggerührt. Weingummi. Und was hat sie noch gesagt? Irgend so etwas. Revierkraut. Kugelfisch bräuchte ich auch noch.
Karte schließen. Ah, Flunder, Kugelfisch und so Zeug. Ja. Kann man da noch etwas machen? Nein. Revierkraut. Wo findet man echt so Kraut? Ich habe doch mal gemeint, ich habe schon etwas. Revierkraut im Hinterhof, oder? Das ist das Revier. Nein, aber eine Luftpumpe. Die habe ich nicht übersehen. Mit dieser Luftpumpe. Egal. Wir haben auf jeden Fall mal ein Rezept für einen Drink und den mixen wir uns dann das nächste Mal zusammen. Ich wünsche euch bis dann alles Gute. Peace.